Glück, 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 Glück. Migros Eistee. Was hat der Top 10 für euch heute für ein Thema in seiner improvisierten Filmkammer? Und zwar werden nächsten Monat an der TubeCon Schweiz 2019 TubeCon Awards für Online Creators von 2018 vergeben. Und wenn das nicht schon Grund genug ist, sich direkt für so ein Event anzumelden, dann weiss der Top 10 eigentlich nicht weiter. Und sogar speziell im Bereich Gaming hat TubeCon dieses Jahr was auf Lager. Nämlich Creators for TubeCon Gaming Award. Okay. Und die Nominierten sind Ciel Noir, 8-Bit Binder. Das ist die probiert überall Anschluss finden in irgendwelchen Social Media Projekt, Awards, Ausstrahlungen, irgendetwas. Also nicht relevant. Als drittes Sephiron. Schon mal gehört? Sagt mir nicht viel, aber schon mal gehört. Und dann als letztes der Fresh Krabu. Schauen wir doch mal, wer der Fresh Krabu so ist. Nach schnell unterbrechen, die TubeCon 2019 möchte so ein Industry Day machen, wo irgendwelche andere Social Media Pros Reden halten. Wunder, warum Nati Stoll nicht aufgezählt worden ist. Aber einer von denen ist der, wie heißt er? What's Facts and What's Fake in Influencer Marketing. Okay. To unveil influencer fraud, the CEO of Hype Auditor has some tricks up his sleeve. Also der Alexander Frolov ist also ein Spezialist für Cheaters in dem Influencer-Game. Gibt's das heutzutage? Aber kommen wir zu dem Fresh Krabu. Fresh Krabu ist auf Instagram so aktiv. Insgesamt 23 Beiträge. Wenn das kein echter Influencer sein muss. Oder auf Twitch, weil es ist ja ein Gamer. Ist das letzte Mal im letzten Jahr aktiv gewesen. Okay, nicht schlecht. Und auf YouTube hat er das letzte Mal vor 6 Monaten ein Video hochgeladen. Wenn das kein Grund ist, um in der Schweiz für einen Award nominiert zu werden, weiss der Top 10 eigentlich auch nicht. Darum schauen wir doch mal die Statistiken an von dem Fresh Krabu. Verwunderlich bei seinen YouTube-Statistiken sind einfach, dass er von 0 Subs am 31.05.17 innerhalb von einem Tag auf fast 2500 Subs auf ist. Alexander Frolov wird dort cheatet. Aber nicht nur sein YouTube-Kanal wirft irgendwie Fragen auf, sondern auch sein Instagram. Gestartet mit 12.500. Okay. Geht er aber auf 10.900. Und der Fresh Krabu hat sich als Weihnachtsgeschenk gedacht, pimpen wir doch mal meinen Instagram-Account. Und schwupp, innerhalb von einem Tag auf 12.800 Follower. Mal so schnell so 1000 Follower gekauft. Zugeladen. Und da fragt sich der Top 10 Erich. Aber keine Angst, der Top 10 Erich hat gute News. Er hat TubeCon angerufen, hat da mal Und was müssen wir heute im Internet lesen? Leider können wir den TubeCon Industry Day und die Awardshow dieses Jahr nicht durchführen. Die Nachfrage war zu niedrig, um einen qualitativ hochstehenden Event zu garantieren. Wir bedauern dies sehr. Bereits gebuchte Tickets werden natürlich zurückerstattet. Habt ihr wirklich gedacht, dass es so ein Event in der Schweiz braucht? Da muss der Top 10 ehrlich trotzdem sein Hässegütli aufsetzen.